Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. So, jetzt wollen wir aber mal das schräge Gefährt austesten. Dann gehen wir mal rein. Und jetzt müssen wir ein paar Dele-Eis sammeln. So, jetzt fliegen wir da hoch von der Burg aus. Und können jetzt selber entscheiden, wohin. Da ist ein Schachbrett. Oh, da ist ein fetter schwarzer Grafikfehler. Das ist dann Chaos-Turm. Okay. Also das ist das mittelalterliche Gebiet. Wir können auch nur da landen, wo diese Feuerkrüge sind. So. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. So, kommt mal hoch. Ja. Terrorfels und Chaosturm, das ist die Steinzeitwelt. Dann, da ist noch irgendwas, was nicht definierbar ist, wo wir nicht landen können. Das ist die antike Welt. Ja, das passt soweit alles. Das ist Allelachema. Ist doch Allelachema, oder? So, gehen jetzt gerade mal da runter bei Allelachema. So, da will ich runter. Und... sanft wie noch was. Jetzt haben wir auch wieder unseren getreuen Windhund an der Seite. Und in Allelachema will ich auf jeden Fall noch, bevor ich noch der Hundestatue gucke. Was sagt dann der? Erst habe ich die Statue bewacht, jetzt bewache ich das Loch. Komisch. Ja, sehr lustig. Ich wollte noch Tauschware suchen, damit ich das Zeug noch in Terrorfels getauscht krieg. Da brauche ich, glaube ich, noch was Skarabäus. Juwele Skarabäus oder Schakalfigur oder sowas. Müssen wir gerade nochmal gucken. So, dann nochmal rausgehe. So, was verlangen dann die nochmal dort vor? Kalksteintafeln für 4 Gewürzfässer und 2 Perle. Okay, nimm mal. Okay, kann ich nicht mehr machen. Der Juwele Skarabäus, Gewürzfass und 2 Flaschen Rosewasser. Ja, komm. Okay, Gewürzfass und 2 Rosewasserflasche. Gewürze habe ich, Kenny. Das ist etwas peinlich. Okay, Kalksteintafeln habe ich. Juwele Skarabäus habe ich 8. Dann brauche ich die Schakalfigur. Das war's. Die Schakalfigur. Das war's, was ich brauche. So. So, dann chill dich jetzt nochmal hier durch mit der geile Musik. Und weiter geht's. Juwele Skarabäus habe ich Schakalfigur. Wo war dann der nochmal zu kriegen? Handelt mit Rüstung, Granitpanzer, garantiert nicht. Amulett des Charon. Ja, habe ich jetzt mal eins gekauft. Schakalfigur. Für 5 Gewürzfässer oder 2 Hinkler. Ich mache gegen Hinkler. Und dann habe ich das Zeug jetzt. Ach so, die Schakalfigur. Perfekt. Juwele Skarabäus und Kalksteintafel habe ich. Das heißt, damit kann ich dann später wieder, wenn ich wieder in Terrorfels bin, noch handeln. Damit ich den anderen Gegenstand noch kriege. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt auch hier wieder rausgehen. Und ich kümmere mich dann gerade um den Vulkan. Weil das war noch unbedingt etwas, was ich machen wollte hier. Und das Ding fliegt einfach noch over, ohne dass es mit der Flügel schlagen muss. Das ist auch so eine besondere Innovation der Technik. Warum auch nicht? Okay, also da bin ich durchgegurkt, ursprünglich durch die Wüste. Und so. Beim Vulkan. Das müsste östlich sein. Ne, Quatsch, da ist Allelachema. Da ist die Käfersteppe. Da ist das Steinzeitdorf. Das sollte ich vielleicht mal mit Zora Zottelzopf nochmal sprechen. Und sollte beim Steinzeitdorf nochmal runtergehen. Der arme Hund, der muss sich die ganze Zeit transformieren. Aber das macht ja nichts. Der kann das ab. Die Gestaltwandlung, die tut ihm nicht weh. Heieiei. Mir steckt immer noch so ein gewaltiger Kloß im Hals. Das ist echt ekelhaft.
Aber die Viecher sind hier mittlerweile absolut kein Problem mehr für uns. Auch wenn sie noch ein klein bisschen Schade verursachen, sind die Biester an sich kein Problem mehr für uns. So. Zack, du platzt da. Du platzt da. Du platzt da noch mehr. Du platzt da noch einmal. Und du kotzt da. So, perfekt. Zack, einmal durch. Noch einmal durch. Ah, das ist irgendwie eine Befriedigung, wenn man jetzt so durchgehen kann und die Viecher einfach niederhackt, ohne dass es zu Problemen kommt. Leverwurst, komm, wir müssen zu Feierach. Genau. Deswegen gehen wir mal zum Feierach. Was sagt ihr uns, Liebes? Hi. Hi, Ackermann. Du siehst geschafft aus. Woher weißt du das? Guck dich doch mal an, du blöde Sau. Entschuldigung. Schlauer Bär hat dich auf dem Rücken von einem großen Vogelfliege gesehen. Ja, der Vogel nennt sich Flugzeug. Mein Freund Dr. Gallerstell hat's gebaut. Kennst du noch Menschen in der Welt? Und ob? Und zwei von ihnen sind auch aus Großorstem, Hector und Gunilla. Das ist jo Ding, ich kenne die beide. Die waren Teil vom Experiment. Der einzige, der verschwunden ist, ist mein Opa. Gott beschützen. Wahrscheinlich ist er in der seltsamen Raumstation. Dr. Gallerstell wird mir helfen, mich und Leverwurst dorthin zu bringen. Vielleicht ist das der einzige Weg, um nach Großorstem zurückzukommen. Aber als erstes muss ich die Gegenstände finden, die der Gallerstell braucht, um mich ins All zu schießen. Zwei von den Gegenständen sind Teil von der Maschine, die im Vulkanzentrum tätig war. Beim Vulkanausbruch ist eine ganze Menge Zeichen in der Käfersteppe gelandet. Guck dich doch mal dort um. Ja, danke für den Hinweis. Und übrigens bei dem Experiment, war da noch jemand außer dir Hector, Gunilla und deinem Opa anwesend? Irgendjemand verursacht hier große Probleme. Und da jemand hat anscheinend etwas mit dem Experiment zu tun. Interessant die Theorie. Aber da war sonst keiner, außer dem Butler. Aber der war nur ein Roboter, der zum Reinigen vom Labor programmiert war. Naja, in der Raumstation werden wir der Sache wohl auf die Spur kommen. Viel Glück. Lass mich besser, wenn du den Weg zurück von hast. Schnüff. Okay. Na dann wissen wir ja Bescheid. Käfersteppe. Käfersteppe ging so rum. Ja, das weiß ich noch. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal den ganzen Weg zur Käfersteppe so wie Wurstler. Aber das wird jetzt das Problem sein, denke ich. Weil mittlerweile habe ich ja meinen schönen Elfenbeinspeer und bin auf Level 25 oder sowas um den Dreh. Da dürften die Biester eigentlich kein Thema mehr sein. Dürfte ich ganz normal so schnetzeln können. Zack. Und zack. Huch, wie, du stirbst schon nicht. Stirb, du Ratte. Du ekelhaftes Vieh. So. So wird's gemacht. Stirb. So, geht doch. Ah, das ist die Rache dafür, dass ich mich ganz am Anfang nur richtig hart hab durchprügeln müssen. Zack. Und nur durch. Zack. Gerade noch so. Uiuiui. Der ist verzögert geplatzt. Das war wohl so ein Schock, dass der 560 Schadenspunkte abkriegt hat. Und bloß sind noch ein paar von deiner Gesichter. Zack. Nein. Diese Animation ist so hässlich. Und der arme Hund. Okay, mit seinem blauen Zahnfleisch. Igitt. Kenne ich nur von Chihuahua bzw. Eurasia, dass die solche blaue oder violette Zunge haben. Ach, der Dojo noch. Genau, mein guter Kumpel. Die Knochenviper. Hallo, Freund, die Knochenviper. Kennst mich noch? Und weg bist. Gucken wir mal bei unserem alten Freund, dem Alchemist hier vorbei. Hi, Kumpel. Setz deine Zutaten mit Bedacht ein. Manche Dinge wirst du nur sehr selten finden. Machst Formel auswählen. Bin bedient. Zutaten kaufen. Als her damit. Komm, vom guten Öl können wir nicht genug haben. Ah, wir haben noch keine Kralle. Stimmt. Wir haben ja Kralle hier nur. Gute Idee mit dem Speichern. Ich mache an der Stelle jetzt mal einfach einen Neier. So. Ja, ich habe tatsächlich an der Stelle jetzt erst wieder gemerkt, dass ich erst durch das Gegner abgeschlachte hier wieder zu Kralle gekommen bin als Währung. Das kriegt man ja ansonsten auch nur durch Geldumtausch. Insofern, ja, Kralle musste ich mir erstmal wieder zurückverdienen. Hey du,
ekliges Ding. Zack. Jetzt geht's auf die Schniss. So. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß es, ja. Es ist ewig lang her. Es ist über 10 Jahre auf jeden Fall her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Und ich erinnere mich aber, glaube ich, noch, was jetzt kommt. Wenn ich noch deine Dele suche. In der Käfersteppe ist das Gelandeszeichen. Und ich glaube, ich muss wieder dort hier, wo der Vulgor war. Hundertprozentig sicher bin ich mal jetzt Anime, aber ich glaub's. Und ich glaube, ich weiß, was mich dann dort erwarten wird. Ich glaube, da habe ich noch was im Kopf dazu, ja. Zack. Gerade mal gucken, ob ich genug Alchemieformeln zur Auswahl habe. Ja, das hält ein bisschen. Gigakraft geht auch noch. Hartes Granaten leider nicht, aber Explosion, ja, ich denke, da bin ich gut bedient. Uiuiui, 600 und Silber. Ja, jetzt kommt wieder mein Lieblingspart von dem ganzen Scheiß hier. Ich hasse es. Boah, diese Animation ist so hässlich. Okay, ich weiß noch, dass ich zum Vulgor wieder hoch muss. Oder ich glaub's zumindest. So, jetzt machen wir den Scheiß nochmal. Das Rumgehampels hier finde ich immer so dermaßen schlimm. Oh, Mann. Okay, da komme ich nicht weiter. Oh, yes, das leckt mich doch am Käppel. Noch einmal. So. Noch einmal. Komm schon. Zack. Zack. Vielleicht einfach nur gemütlich durch. Ich weiß es nicht. Und ein paar Gegnerkiller dabei. Einfach mal gemütlich an die Sache tragen hier. Nicht Renner. Keine Hektik. Nee, das fault ach so ab. Nee. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig für mich. So. Okay, jetzt ist es hier schon abgefault. Na gut. Den Weg zu finden wird jetzt echt nicht einfach für mich. Nee, da komme ich nicht weiter. Okay, der ist wieder abgefault. Ach du Scheiße. Einmal Ausgang, bitte. Nee, das wird so nichts. Nochmal. Machen wir den Schampel nochmal von vorne. So. Probieren wir es noch einmal. Zack. Okay, schön. Du gehst schon gar nicht mehr weiter. Da lang einmal. Da. Okay, da ist es schon abgebrochen. Elfenbeinspeer erreicht Level 2. Das ist sehr schön. Dafür sind dann die kleineren Welten wieder gut geeignet. Dass man da einfach nur seine Waffe aufleveln und trainieren kann. Das ist sehr nützlich. Okay, nee. Da komme ich nicht weiter. Dann machen wir das noch einmal. Haben wir immer der Running Man. Okay, der Running Man bringt jetzt hier auch nichts mehr. Scheiße. Das ist dumm. Das ist echt dumm. So, okay. Also die Stelle in der Käfersteppe mag ich überhaupt nicht. Die gefällt mir auch echt nicht. So, jetzt laden wir nochmal offen, lassen unseren Frust an der Made hier aus. So, machen 210 Schaden. Gucken mal, was jetzt nochmal kommt. Ganz langsam und ich hoffe, das Gebiet hat sich wieder regeneriert in der Zeit. Ich glaube es aber nicht. Das sieht nicht so aus, als hätte es sich regeneriert. Da entlang. Und da hoch. Und da jetzt bitte. Ja, hier vielleicht auch. Dankeschön. Und noch einmal hier hoch. Okay, dann nicht. Dann müssen wir... Oh, nee. Einmal da lang. Scheiße. Gibt's doch alles gar nicht. Das ist frustrierend. Das war kurz mit dem Ziel vor Ach. Moment. Probieren wir es nochmal, indem wir einfach nochmal unser alte Bewegungsmuster wiederholen. Draußen noch ein Gegnerkiller. Und der hat bestimmte Blatt. 10 Kraller. Das ist auch nicht verkehrt. So. Jetzt nochmal tief durchschnaufen. Und nochmal hier durch den Scheiß durchgehe. Also das ist echt frustrierend, finde ich. Die Käfersteppe mit dem Käferkopf ist doch eine sehr frustrierende Passage für mich. Gerade weil man dort zigmal durchlaufen muss.
Es kann auch sein, dass es da irgendeinen Trick gibt, den ich halt leider nicht parat habe. Aber es ist schon sehr nervtötend irgendwie. Bitte? Na also. Okay, ich glaube, das war der richtige Weg, wie ich ihn gelaufen bin. Puh. Jetzt nochmal. Gott. Das läuft alles. Und komme ich dort durch? Nee, das Käferbay ist abgebrochen. Dann war das links und einfach an eine erhöhte Stelle gehe. Genau so. Und dann komme ich da in einer Höhe raus. Und dann kann ich hoch. Dann muss ich wieder Richtung Wulgi. Indem ich hier nochmal einer hochgehe. So, zack. Und dann bin ich ganz over. So, ich glaube, es war beim Vulgor, wo ich hin muss. Ganz sicher bin ich mal Nimi, aber ich glaube schon, dass es nur der richtige Weg war. Zack. Und Richtung Vulgera Vulgor. Ja, genau. Jetzt kommt nämlich ein Vulgor 2.0. Und das ist sein hässlicher, hellblauer Zwillingsbruder. Der ist ein bisschen stärker jetzt. Der ist auf unser Level A gepasst. Aber es ist an sich genau dasselbe. So, das ist... Gorvul. Okay, sehr... sehr kreativ das Ganze. So, das bringt auch ein bisschen mehr... Oh, aber Schade macht auf jeden Fall ordentlich. So rum. So. Dann machen wir erstmal einen schönen Krafthauch auf uns beide. So. Und nochmal rein mit uns. Mach auf. Okay, das macht er ja schon 106 Schadenspunkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt gucken wir mal, dass wir da Speer reingeworfen kriegen. Sehr schön. Das bringt sogar was. Aber an sich ist der jetzt nicht besonders schwer, vor allem weil auch keine Made mehr kommen. Ah, Mist. Okay, da habe ich noch verwischt. Ui. Und das Speer rein in die Schnut. Und ich jetzt sage mir, Kraft hauchen uns jetzt auch noch einmal. Bevor nochmal so ein hässlicher Orkan-Tornado kommt. Okay, dann wieder Auflader. Und volle Wumme auf die Schnut, wenn der Brustkorb sich wieder öffnet. Ah, okay, das war jetzt nur so getroffen. Schade. Und wenn der Brustkorb wieder aufgeht. Autsch. Wenn der Brustkorb wieder so aufgeht. Ja, tatsächlich noch ein Treffer gelangt. Sehr schön. Und erstmal auf Leverwurst. Und dann auf der Ackermann. Wir haben so mittlerweile wieder, was unser Zauber angeht. So, dann wird er jetzt genau die richtige Stelle abpassen. Und sehr schön. Und noch einmal. Orkan-Tornado, das macht wieder ein bisschen schade. Bisschen ist gut. Dann machen wir zuerst auf Leverwurst und dann auf der Ackermann. Dann hätte ich ganz gern, dass Leverwurst tierisch aggressiv ist, ja. Dann verhalte ich auch bitte so Hund. Lass doch mal wirklich die Kampfsau raus. Okay, komm. Sehr gut. Wieder getroffen. Und von der Hitzeblitze können wir doch abhauen. Ah, okay. Zumindest der Hund hat es nicht getroffen. Das ist schon mal ganz gut. So, geh doch mal drauf. Hau doch mal drauf. Ah, okay, jetzt habe ich nur den Arm verwischt. Aber das macht nichts. Wieder volle Kanne das Herz getroffen und der Hund auch noch mit 860 Schadenspunkte. Ja, leck mich fett. Das war echt nicht verkehrt. Autsch. Das war... Ach, nicht schlecht. Also der trifft auch mit seiner Aare noch. Gut. Ah, das hat jetzt noch das hier getroffen. Ist was? Machen wir jetzt mal die rechte Klaue. Und die linke Klaue auch noch bei der Gelegenheit. Und wenn, dann holen wir jetzt bei dem Mistkerl alles noch raus, was an Erfahrungspunkte geht.
Explosion erreicht Level 2. Sehr schön. Und einmal A. Okay. Also besonders schwierig ist der jetzt wirklich nicht. Wenn man sich regelmäßig heilt, ist das eigentlich kein Thema. Okay, zack. Jetzt können wir einmal die Gigakraft einsetzen. Dauert halt ein bisschen länger, aber es passt schon. Da sind wir ja wieder vollständig geheilt. Na alla. Sehr schön. Und als Truff in der hohle Kopf. Oder ein Volltreffer ins Herz. Ja, der muss ein ganz schön gepanzertes Herz haben hier, der Gorwul. Explosion nochmal auf die rechte und auf die linke Klaue. Okay, Hitzeblitz hat wieder erwischt. Linke Klaue. Rechte Klaue. So. Die Ärmel könnten auch mal so allmählich platzen, oder? Ich hoffe, der Schlag ins Herz hat jetzt auch getroffen. Weil wenn der Hund mal verwischt, dann ist das richtig heftig an Schaden. Okay. Ich denke, da können wir uns noch einen Krafthauch für beide gönnen. Gerade nachdem der uns jetzt einmal mit seiner Flamme-Vision erwischt hat. Oh, der macht mittlerweile echt gut Heilung, der Krafthauch. Und Manometer. Mistkerl. Aber jetzt stirbt schon endlich Gorwul. So. Meine Fresse. Ganz schön hartnäckig, der Mistkerl. Dann machen wir jetzt nochmal einen Hagelsturm. Oh. Oh, das macht nicht so viel Schaden, okay. Dann machen wir nochmal Explosion. Auf beide Klaue. Okay, Ackermann erreicht Level 27. Also wir haben jetzt auch tatsächlich alles, 26 hat auch noch Leverwash erreicht. Wir nehmen an Erfahrungswert hier alles mit, was wir kriegen können. Deswegen bin ich auch kräftig dabei, die Klaue zu killen. Und die sind jetzt beide auch erledigt. Sehr schön. So. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Herzkammer zu vernichten. Und da können wir auch genauso gut reingehen. So. Jetzt müssen wir auch keine Angst mehr vor der Klaue haben, dass die uns verwischen. Und? Komm her. Okay. Das war schon mal ordentlich schade. Sehr gut. Und der Rest von dem Käfer kriegen wir auch noch geknackt. Okay, das sollten wir vielleicht jetzt doch nochmal mit Gigakraft heilen. Boah, also es wird wahrscheinlich eine längere Episode, aber dann will ich einfach noch fertig gemacht kriegen. Und ich fände es sehr, sehr unsauber, mit in einem Bosskampf aufzuhören. So, Leverwash, tob dich aus. Okay, dann halt ich. Tob ich mich halt aus, wenn du nicht willst. So, da muss erstmal reinkommen, der Hund, dass er da auch wirklich Schade machen kann. Okay. Komm, nochmal. Sehr schön. Ackermann erreicht Level 28 und Leverwash Level 27. 4000 Kralle gibt's auch noch. Also wenn man die Klaue auch noch killt, kann man hier tatsächlich 2 Levels abstauben. Das ist ziemlich geil. Aber dafür auch wirklich ein sehr, sehr hartnäckiger Kampf. So. Nicht schlecht. Dam diddle daddle dam. Und ich jetzt sage, wie einst bei seinem schwächerer Bruder Vulgor, hören wir jetzt hier noch Gorwul auf und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.